Na, Freunde, wurde ja auch bereits vom Licht geblendet, wie es unter anderem Chase Princeton passiert ist, hier bei Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist Link Evolution. Also müssen wir ihn, keine Ahnung, befreien oder erst dahin führen oder, naja, mal gucken, was hier genau passiert. Ganz einfach, ich könnte ihn wirklich gebrauchen. Was ist das? Klient? Ich bin Agent für professionelle Duellanten. Schon mal was von Esther Phoenix gehört? Du bist ein Agent? Chase wurde besiegt und Sartorius um damit Hilfe der magischen Kräfte des geheimnisvollen Lichts der Zerstörung die Kontrolle über Chase Gedanken. Sartorius zwang Chase außerdem der ominösen Gesellschaft des Lichts beizutreten. Ach ja, die zweite Staffel vom Anime fand ich persönlich ziemlich cool. Also abgesehen von der letzten, von der 4. Staffel. Auch, ja, so von der Story her und so vom Aufbau, sage ich jetzt mal, eigentlich die beste. Aber generell, ich muss ganz ehrlich zugeben, GX im Gegensatz zu anderen Animes, ich glaube sogar die einzige, die zwar relativ wenige Staffeln hat, das schon. Wobei 4, geht eigentlich noch. Aber keine einzige davon war irgendwie schwach. Also man bei Yu-Gi-Oh!, ersten Yu-Gi-Oh! Zum Beispiel, da irgendwie die mit den Drachen, so an Atlantis und so, war so ein bisschen durchzogen. Hatte seine Höhepunkte, aber leider auch viele Negativpunkte. Aber GX hat irgendwie, ja gut, die dritte Staffel kann man sich, denken viele auch so, ne, war jetzt irgendwie auch ein bisschen creepy, aber, oder die erste Staffel. Aber ich persönlich war ja vor allem über den Aufbau von Jadens Charakter, über die ganze GX-Serie doch sehr erstaunt und auch begeistert. Was der frisch zurückgekehrte Kanzler Shepard sprach zu allen Schülern. Zuallererst, es ist gut zurück zu sein, ich habe ein besonderes Geschenk für euch alle. Ich präsentiere euch das GX-Turnier. Und es beginnt jetzt. Ah, okay. Chase uns das Turnier, um Jane seine Revanche herauszufordern. Jane kam allerdings zu spät zu ihrem Duell, denn er war auf der Suche nach Chase' altem Mantel, dem absoluten Lieblingsstück auf der Welt. Jane hoffte, Chase damit aus der Gedankenkontrolle herausreißen zu können. Hey, spiele ich jetzt als Jane oder als Chase? Ja, leicht verwirrt, weil er eben noch den Mantel trägt statt den anderen. Aber ich glaube vorhin vom Aufbau. Ernsthafter Charmer Delta Hurricane, ja, rauschen wir doch, ey. Weil wir gerade vorhin vom Aufbau von Janes Charakter sprachen. Das wäre auch so ein Punkt, Jaden aus einem Duell gegen Esther Phoenix, wo er seine Karten nicht mehr erkennen konnte. Also für ihn waren alle seine Karten plötzlich leer oder weiß. Das war irgendwie auch sowas, ja, danach ging es auch mit Neo-Weltraummonstern los, ja, auch mit Neo, mit Elementarheld Neos und so. Das war ja soweit gesehen ja auch cool, sag ich jetzt mal, aber das haben wir leider auch nicht so richtig mitbekommen, ja, wie er jetzt Neos bekommen hat. Ja gut, ich muss fast irgendwie sowas machen, weil es sieht ein bisschen kacke aus. Aber echt, die Uchamas in Deck und Jaden, was hast du getan? Bildnis des Lichts. Okay, doch mal kein Flip-Effekt gewesen, schade. Gut, Glomos ruht mal ein bisschen aus. Ich sehe jetzt mal ein weiteres Monster verdeckt. Was soll er großartig anders machen? Die Ochama Brothers. Okay, er hat seinen Flip-Effekt gar nicht aktiviert. Jetzt irgendwie nur noch Lichtmonster oder was? Könnte schon sein, wa? Ja, komm, wir spielen mal Ochamaland. So. Theoretisch, also zum Beispiel der Hurricane, um den grünen Ochaman zurückzuholen und so, ist momentan noch gar nicht nötig, gell? Aber hey, hätten wir schon mal eine coole Karte von dem her.
Bin gespannt, was für Ochama-Monster Jane alles im Deck hat. Oh Gott sei Dank, das ist schon, es käme der weiße Drache, ey. Ist noch schlimmer. Aua! Das sind doch Schmerzen, du. Metaphysischer bewaffneter Drache. Was denn das für ein Wort? Der Zungenbrecher. Topf der Gegensätzlichkeit. Okay. Keine Spezialbeschwörung kriegen wir hin. Sehen lasst. Schauen wir Delta Hurricane. Er will den schwarzen Ochama. So. Das Problem war, ich könnte jetzt theoretisch einen Ochama rufen. Da müsste der Effekt von Ochama Land in Kraft treten. Solange du offene Ochama-Monster kontrollierst, vertauscht die Grundangriffskraft und Verteidigung von allen Monstern am Spielfeld. Zum Beispiel auch von dem hier. Wenn der nur noch 1000 Angriffspunkte hätte, könnte er mit dem Ochama zerstören. Im nächsten Zug kann ich den Ochama zurückholen. Das beschwören. Würde theoretisch gehen. Das ist natürlich so, auch Ochama Ritter, ja. Was? Ein Ochama-Monster plus ein Ochama-Monster. Wieso kann ich denn... Hä? Wieso kann ein Ochama-Ritter nicht rufen? Ein Ochama-Monster plus ein Ochama-Monster. Sprich, ich brauche nur zwei, ich brauche nicht mehrere. Ich brauche nur zwei Ochama-Monster. Ja, der Effekt ist jetzt relativ egal, aber... Lese ich hier etwas falsch? Sowohl unten in groß als auch oben auf der Karte selbst steht ein Ochama-Monster plus ein Ochama-Monster. Das sind doch Ochama-Monster. Ich bin ein bisschen doof, wa? Grüner Ochama! Zeig, was du kannst. Das ist eine Verarsche pur, Freunde. Au. Nee, ist alles cool, alles cool. Ist klar, wieso es nicht ging. Ich sag's euch gleich warum. Sofern ich das jetzt hier überlebe. Glänzender Ritter, interessanter Effekt. Der vielleicht etwas für Synchro oder Exis-Beschwörungen. Aua. 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 Ah, er ist sowieso vorbei. Okay, schade. Es war natürlich im Topf der Gegensätzlichkeit, Mensch. Es hieß, er können keine Spezialbeschwörung mehr durchführen. Schade. Ja, Space. Ja, gut, doch, wenn ich jetzt halt Ochama auf Deck gesetzt hätte, im Verteidigungsmodus, dann einen Zug gewartet hätte, also halt auf den ersten Zug logischerweise. Er hätte zwar angegriffen, ich hätte noch ein paar Lebenspunkte gehabt. Ich hätte den Effekt von Ochama Land aktivieren können, um Ochama Delta Hurricane auf den Friedhof zu legen. Hätte ein Ochama-Monster zurückbekommen auf die Hand, hätte dann Fusion aktivieren können, um neben dieses Ochama-Fusionsmonster zu rufen. Dank Ochama-Land wären die Angriffsverteidigungspunkte getauscht gewesen. Fallgrube sich nicht aktiviert, weil es eine Spezialbeschwörung wäre. Okay. Hätte funktioniert. Wie es jetzt zum Beispiel auch funktionieren würde mit Fusion. Okay. Mein Fehler, Freunde, es tut mir leid. Oh, ich habe alle drei Ochamas. Ich rufe Elemental Burstinatrix. Ein Hoch auf die Ochamas. Weißer Tigerbeschwörer. Alexandrit-Drache natürlich. Und dann noch 2000 Angriffspunkte als Stufe 4 Monster. Willst du mal verarschen? Wie geht denn das? Frechheit sowas. Ja gut, ich will mal sagen Fusion, wa? So. Fusionieren mal zwei schwarze Ochamas. Ich betone, schwarze Ochamas. Oder wenn man heute sagen würde, stark pigmentierte.
Interessant. Die extra Monsterzone hier kann ich nicht wählen von ihm. So. Sollte mal ein bisschen Jamaland wieder auftauchen, dann können wir noch ein bisschen was mehr machen. Ja. Oh nee. Oh nee. Ach doch, oh nee. Sieht leicht doof aus, wa? Super, jetzt kriege ich zwar auch Charmas, aber dafür keine Zauberkarte mehr. Jaden. Dein Deck ist scheiße. Und der natürlich ein mächtiges Lichtmonster nach dem anderen. Wie Alexandritdrache oder einfach mal 2000 Angriffspunkte für ein Stufe 4 Monster. Ja, was soll ich machen so? Also. Ich hätte nicht mal Donnergigant rufen können, weil Jaden gar nicht im Deck hat. Rainbow Blaze, will mir auch nichts nützen. Oh, ganz ehrlich, ey. Auch noch aufrichtig hat er natürlich. Wow. Ja, kaum also. Was für ein Scheiß. So. Kann ich jetzt bitte mal vernünftige Karten haben? Ginge das? Dankeschön. Inventar halt eher Neos. So sehe ich aus. Ich frage mich, warum Glow Moss bringt sowieso nichts. Okay. Spiele ich erstmal Topf der Gegensätzlichkeit. Ich weiß, ich kann eine Spezialbeschwörung durchführen, will ich aber sowieso nicht in dem Zug. Hier geht es um eine Charma-Karte. Ich habe sogar einen Blau-No-Charma, natürlich. Als hätte Chase schon Blau-No-Charma gehabt damals. Damals zu GX dann gab es eh nur den schwarzen, grünen und den gelben. Den blauen und roten, die kamen ja später nach. So. Warum sind dort die einzigen Effektmonster? Aber ja, es war halt damals noch Yu-Gi-Oh! Und Yu-Gi-Oh! GX, die kamen gerne mal noch ohne Spezialeffekte aus. So, gerne einmal Ochamaland, weil die Karte ist ziemlich cool. Irgendwie einen coolen Unterstützungseffekt. Nee. Ja, den kommt, nehmen wir noch mal einen blauen Ochama. So, Fusionsweiser. Der kann auch nicht schaden, vor allem bevor ich das Deck durchmische. Gut, da mal schnell Ochamaland gespielt. Fusion könnte ich machen, ist aber noch ein bisschen doof, weil Baum. Nee, weil ich den Effekt nicht aktivieren kann. So. Ich könnte natürlich mir noch Delta Hurricane auf die Hand holen, plus einen grünen und einen gelben Ochama. Delta Hurricane spielen, mit Seelenglas und die beiden anderen zurückholen und dann Fusion spielen. Ich weiß, es sind sehr viele Theorien auf einmal. So. Ich habe sonst abgesehen nur Charmaland und Charmaland nicht mehr viele Karten, wa? Zauber kann auch nicht schaden, komm. Nimm mal die beiden. Noch eine Fusion, dankeschön. Also Fusion können wir schon mal spielen, das ist soweit schon mal gut. Ja, ich weiß, Glow Moss kann ich spielen, aber irgendwie fand ich mich gerade nicht wirklich so an. Ich glaube, ich spiele eher mal Seelenlast. Dann hole ich beide blaue Charmas zurück und kann nachher dann direkt nochmal ihre Effekte aktivieren.
So, Claimen, Gestalt in Gesellschaft, genau. Leist in Gesellschaft natürlich. In der Hoffnung, dass es was bringt. Dieser scheiß Alexandrit-Drache. So, wer wählt man noch? Der gelbe fehlt noch. Komm, nehmen nochmal einen blauen auf die Hand. Haben nochmal einen Scan. Da müssen wir, glaube ich, mal alle Ochamas irgendwie geholt haben, wa? Der Hurricane habe ich auch schon auf der Hand, aber also auch eine Fusionsscan habe ich auch schon. Und noch ein paar Ochamas kommen. So, Freunde, mal die erste Fusionsbeschwörung. Für den Ochama-Ritter. Und zwar, ich habe ja einen grünen, habe ich. Okay. Nur den grünen. Nur den Green Boy. Habe ich einmal. So. Er ist Teil des Ochama-Trios. Ja, der blaue nicht oder was? Hm? Ne, der blaue gehört nicht dazu. Voll fies irgendwie. So, Chamarita. Das ist nicht dein fucking Ernst. Jay spielt plötzlich gut. Was ist los? Ich bin ja überrascht. Tatsächlich sogar. Gut, wenn das schon mal nicht klappt, dann spiele ich noch eine Fusion. Ich brauche ein bisschen mehr Backup. Der zweite Ochama-Ritter. Effekt aktiviert. Sehr gut, ist blockiert. Dankeschön. Ja. Du hast Probleme jetzt hier, Ochama Delta Hurricane. Ich muss irgendwie jetzt noch mehr Ochamas aufs Feld bringen. Alter, was hat der für ein Glück? Jetzt mal ganz ehrlich. Vor allem, was hat der für ein Glück und ich für ein Pech? Dann haben wir irgendwie gar keine richtigen Farben von. Farben sage ich schon. Keine richtige Ochama-Farbe mehr auf der Hand. Warum haben wir eigentlich den blauen, aber den roten nicht? Sind ja auch ein bisschen creepy. Gut, jetzt haben wir jetzt gar nichts. Dafür hilft mir der umso mehr. Ja, Dinger werden getauscht, okay. So, kann das Scheißvieh jetzt bitte mal weg? Dankeschön. Alter. Der geht mir echt auf den Sack. Aber was ist los mit Chase? Der trainiert oder was? Ja, wieder verloren, dankeschön. Ah. Aber ist echt krass, wa? Vor allem mit dem mystischen Weltraumtaifun aktiviert ein tatsächlich erst dann, wenn ich angreife. Sprich, er aktiviert ihn erst in dem Moment, wo er den größten Nutzen davon hat. Ich meine, es ist gut gemacht, gar keine Frage, aber so völlig untypisch für NPCs. So, jetzt habe ich aber die Schnauze voll, ganz ehrlich. Jetzt spielen wir hier mal ein bisschen anders, Freunde. Oder auch nicht. Weil der Effekt nicht aktiv. Was ist hier los?
Kommt echt ein bisschen vor, als würde gerade mein Leben von irgendwie, keine Ahnung, vom Schicksal bestimmt werden. Ich kann gar nichts mehr machen gegen ihn. Alter, mal schön meine Kombi stimmt nicht, aber einfach meine Strategie einfach mal komplett für den Arsch. So, trotzdem muss er ein paar Ochamas aufs Feld bringen, nützt alles nichts. So, soll noch der Delta Hurricane, aber und ein Zauber dafür ist natürlich ein bisschen schwierig. Ich weiß, ich könnte Ujama Ritter rufen. Ich glaube, machen wir jetzt einfach mal. Was viel bringt, keine Ahnung, weil er hat 2 verdeckte Karten. Das wird mir ziemlich wehtun, das wissen wir jetzt schon. Wir sind eigentlich auch überlegen, gar nicht anzugreifen. Nochmal so beizubehalten, mal gucken, was er macht. Wenn ich angreife, wird er garantiert Mythischer Weltraum-Taifun spielen. Oder hat er hier schon? Komm, riskier es einfach mal. Shit happens. Natürlich hat noch einen zweiten, ist doch klar. Schade, eigentlich wollte er wieder Clemen Angriffsmodus switchen und wechseln. Das wäre dann cool gewesen, aber so. Okay, kann 2 Ochamas rufen, das ist schon mal gut, aber. Kann 2 Ochamas instant rufen, aber so bringt es mir jetzt auch wieder nicht. Ohne Ochama Delta Hurricane ist ein bisschen doof. Ich bin dann aufrichtig, ey. Topf der Gegensätzlichkeit, dankeschön. Meine hilfreiche Karte Defusionierung, der wäre dann schlecht gewesen. Haben wir noch Charmaland, das wäre schon mal cool. Schwarzen Ochama, ich hätte gerne einen blauen gehabt, verdammte Kacke. So, komm. Part ist auch schon lange vorbei, aber glaubt, wenn das so weitergeht, sind wir eh bald wieder am Ende unseres Lateins wortwörtlich. Freundliche Wohltat, die gibt es ja auch noch. Fusionsweiser, scheiß drauf. Elemental Persönlich, scheiß drauf. Ich brauche den blauen Ochama. Ich brauche meinen Freund, meinen Kumpel. Er ist der Einzige, der uns jetzt noch retten kann. So, jetzt aber. Meine Fresse. Also, einmal Delta Hurricane bitte. Jetzt weiß ich leider nicht mehr, was ich auf dem Friedhof noch habe. An Ochamas. Warte mal, vielleicht kann ich sie eruieren. Aus dem Deck könnte ich gelben, also 2 gelbe rufen. Einmal grün, einmal schwarz. Nochmal einen schwarzen. Nochmal einen grünen. Hilft mir also gar nichts. Weil ich so nicht mehr weiß, welche Ochamas ich bereits auf dem Friedhof habe. In dem Fall habe ich alle 3 auf dem Friedhof. Ja? Gut, dann machen wir es doch so, komm. Statt einen Ochama hole ich mir 2 Ochamas. So, da haben wir doch schon den gelben. Schwarz und Grün sind tatsächlich da.
Sehen lassen. Können die anderen beiden rufen. Okay. Delta Hurricane geht aber nur, wenn ich alle 3 habe. Okay. Ich kann natürlich auch gerne angreifen, weil, ich meine, klar, ich habe hier Dingsbums und Charmerland. Der ist natürlich schon geil. Fusionskraft wäre trotzdem nicht schlecht gewesen, aber egal. Man kann nicht alles haben. Delta Hurricane vielleicht nochmal ziehen. Ich versuche nochmal mit Charmerland, weil die Karte kommt garantiert nochmal. Beziehungsweise werden sie vielleicht nochmal brauchen, wenn er nochmal irgendwie mystischen Weltraum-Taifun aus dem Ärmel zieht. Wie auch immer er das schaffen will. So. Wenn ich jetzt einen gelben Ochama rufe, hat er irgendwo noch eine Fallgrube? Natürlich hat er die. So, jetzt haben wir Seelenlast. Das Problem mit Seelenlast ist, sie kann sie gar nicht mehr spielen, merke ich gerade. Also wenn ich Lebenspunkte habe, ist super. Okay Leute, wisst ihr was? Da ist man zu doof. Wir beenden die Folge, nächsten Part geht es hier weiter und ich mache die Folge wieder ein bisschen kürzer, weil da ständig die Hoffnung zu haben, in den nächsten 3 Minuten bin ich doch fertig. Das geht mir langsam auf den Sack. Und das jetzt hier wieder. Mann, wieso entstehen keine Karten im Deck, mit der ich meinen Lebenspunkt wieder erhöhen kann? Weil ich kann mir Seelen ersparen, da bringt nichts. Vor allem lustig, warum ich überhaupt Seelen spielen könnte. Aber ja, bringt nichts, weil ich keine Lebenspunkte habe, nur noch 700. Wir können nächsten Zug gucken, ob ich irgendwie dann noch 3 Ochamas aufs Feld kriege. Natürlich normal rufen, war Spezialbeschwörung geht ja nicht mehr. Theoretisch würde es mit Fusion nochmal gehen, mit Defusionierung, wird aber dafür einen zweiten Ochama noch. Ja, wir schauen nächste Folge weiter, Freunde. Oh Mann, ey. Ich dachte zuerst, das Duell könnte lustig werden, aber das Duell ist eine einzige Katastrophe. So ein Mist.